Und dann stell ich mir vor, es gab eine Spülmaschine für uns Menschen, die unsere Köpfe wieder sauber machen kann. Ich freue mich so. Mein erster Gast heute bei Beate einfach I trifft ist Florian Ecker. Hallo. Hallo Florian, Filmregisseur aus Ganghofen. Genau. Schön, dass du da bist. Danke, dass ich da seid. Sehr gern. Wir kennen uns, weil du hast mein allererstes Musikvideo gemacht. Für mein Lied damals «Frei fühle ich mich». Und darum freue ich mich unglaublich, dass du heute mein erster Gast bist. Ja, ich freue mich auch. Danke. Also der erste Gast seid, ja. Das Genau. freut mich natürlich. Du bist ein sehr, sehr interessanter Typ mit deinen Kurzfilmen, die du jetzt die letzten Jahre einfach so rausgehauen hast, gell? Ganz interessant. Okay. Die Kornmumme habe ich mir angeschaut. Hast da einige Preise abgeholt. Jetzt traust du schon wieder den nächsten, aber ist schon fertig, gell? Also Obdraht ist er. Fertig ist er noch nicht. Also das dauert noch ein bisschen. Da hat noch ein bisschen das Trud. Habe ich mir schon eingelesen. Genau. Und jetzt würde mich interessieren, wie kommst du auf solche Geschichten? Woher stammt so eine Idee? Wie Kornmumme ist ja sehr, sehr mystisch oder ja, unerklärliche Sachen. Wie kommt es bei dir an? Nein, unterschiedlich. Also dieses Folklore-Zeug, für das ich mich zurzeit so interessiere, ist einfach was, so ein persönliches Interesse, das wo da ist. Weil wie zum Beispiel in der Uni noch war, da habe ich meine Abschlussarbeit über so einen Folklore-Film, Folk-Horror-Film, heißt es, geschrieben. The Wicker Man, das ist eines der allerersten Folk-Horror-Filme gewesen. Dann habe ich mich irgendwie so ein bisschen in das Genre verliebt und habe mir gedacht, okay, in Deutschland gibt es ja auch so viel Folklore oder mythische Gestalten und so weiter, aber kaum irgendwie Filme darüber. Und dann haben mein Kameramann und ich wollten wir nach Wie Blätter im Wind, wollten wir was Kürzeres machen, weil Wie Blätter im Wind, einer meiner ersten Filme war ja so 30-minütiges Drama. Habe ich auch gesehen. Genau. Und wir wollten dann was Kürzeres machen, aber dafür was Professionelleres und schauen, dass man wirklich so einzigartige Atmosphäre bilden und mehr auf die Kamera schauen und dies und das. Und da wollten wir im Genrebereich tätig sein, also im Horrorbereich. Und dann ist mir irgendwie diese Legende dieser Kornmumme untergelaufen. Ja. Ja, okay. Und das habe ich total interessant gefunden und da habe ich einfach mal drauf losgeschrieben und dann hat sich das irgendwie so entwickelt tatsächlich. Und ich wollte es auch unbedingt auf Bayerisch machen, weil das auch so eine sehr urige Sprache ist und dadurch eben auch die Atmosphäre noch mehr krasser wird. Absolut, ich habe es gesehen und habe mir eben gedacht, okay, du hast das in Massing gedreht Ja, genau. und wahrscheinlich hast du das Drehbuch dann selber geschrieben, oder? Genau, das habe ich jetzt selber Das hast geschrieben. du schon fertig gehabt Ja. und dann hast du die Orte überlegt, wo das denn am besten rüberkam, oder? Genau. Die Challenge bei dem Film war eben, dass das in einer anderen Zeit angelegt ist. Das spielt ja um 1900 ungefähr. Und ich habe halt nicht das große Budget gehabt, also das kann ich verraten, das war ungefähr bei 1000 Euro ungefähr. Und von dem her habe ich schauen müssen, wie kriege ich denn das so authentisch wie möglich umgesetzt mit dem kleinstmöglichen Budget, das ich habe. Das hast du aber gut hingebracht. Ja, danke. Und habe halt dann eben in Massing angefragt, ob ich da dran darf, weil das ist eben eine authentische Location. Und den Rest habe ich tatsächlich ungefähr 300 Meter um unser Haus in Schmidtdorf rum draht. Also in die Felder und im Wald im Schmidtdorf rum und so weiter. Und von dem her ist er in gewisser Art und Weise ein Heimatfilm. Ja, es ist wirklich. Und auch die Personen, die hast du dann gefunden, die Schauspieler und aus deiner Umgebung. Genau. Auch wieder durch so Connections vom letzten Film, zum Beispiel Wie Blätter im Wind, hat jemand den Vater gespielt, der Protagonistin, und von dem die Ehefrau hat dann in der Kornmumme die Mutter gespielt, der Protagonistin. Und die Lily May, also die Hauptdarstellerin, die habe ich eben durch meine Freundin engagieren können, weil meine Freundin leitet so Theaterclubs mit und da sind ganz talentierte Kinder drin. Und da habe ich einfach mal angefragt, die hat Lust gehabt und
die war da sensationell für die 13, 14 Jahre, die was da war. Das war echt krass. Da hat es eine Szene gegeben. Gut gespielt, ja. Ja, voll. Da ist mir Gänsehaut gelaufen. Da waren wir eben auch in Massing beim Filmen und wir haben die Kamera auf dem Tisch gehabt und haben ganz langsam mit der Kamera zu ihr gefahren. Und sie hat in die Kamera schauen müssen und währenddessen war Barbara Dorsch, die Oma spielt, ist halt daneben gesessen und hat das Gedicht vorgelesen. Und ich habe einfach gesagt, okay, konzentriere dich auf das Gedicht und reagiere darauf. Und dann hat sie tatsächlich angefangen zum Weinen. Und da ist mir wirklich Gänsehaut gelaufen, weil ich das nicht erwartet hätte. Und sie hat sich da also eingesteigert. Und ich finde, das sieht man dann auch im Film ganz schön. Absolut, weil das war ja dann nicht gespielt, Ja, sondern genau so ist es nie passiert dann. ja, genau. Ah, das ist ein Volltreffer, gell? Ja, voll. Das sind dann so Momente, wo man sich denkt, ah ja, sehr geil. Obwohl es für das Mädchen schon sehr, das ist eine erschreckende Szene. Ja, ja, Ich habe mir selber gedacht, wow, ist das so? Und wo kommt das her? Wer hat das erfunden? Ja, Also, ja. schön. Da kommen wir eben zur nächsten Frage und denk mal, du hast aber nicht immer, du bist ja nicht aufgewacht oder du bist ja nicht in der Schule und hast ja schon gedacht, ich bin der Filmregisseur, oder? Du hast da eigentlich auch, bist du über Hobby zu dem Ganzen gekommen, oder? Du hast doch zu mir mal gesagt, du bist eigentlich Theologiestudent, oder? Vor Jahren, oder? Und Englisch, genau. Also im Moment bin ich Referendar, also Gymnasialreferendar für Englisch und Religion eben. Also mein Studium ist jetzt schon fertig und mache diese Filmerei so nebenbei im Moment und habe es eben im Studium angefangen und es ist nicht so eine typische Geschichte wie für viele irgendwie Regisseure, dass irgendwie die Kamera mit 5 in die Hand gekriegt haben und dann angefangen haben irgendwie zu filmen. Bei mir war das eher relativ spät im Studium eben, da habe ich so ein Filmseminar besucht, weil ich mir gedacht habe, ach ja, da muss ich nur Filme schauen und dann kriege ich schon irgendwie gute Noten oder so. Ja. Und dann habe ich mich irgendwie in Filme verliebt, und dann habe ich da auch gelernt, Filme auch zum Schauen in einer gewissen Art und Weise, auf bestimmte Dinge zu achten. Und das habe ich so cool gefunden, dass ich mir gedacht habe, ach, das probiere ich jetzt einfach einmal selber aus. Und so sind dann meine ersten Filme entstanden. Und dann hat sich das so hochgeschaukelt irgendwie, weil mein erster Film war halt nur ich hinter der Kamera, ich habe quasi alles gemacht. Bei meinem zweiten Film dann habe ich schon ein größeres Team gehabt, bei meinem dritten Film und so weiter. Also ich habe immer versucht, so meine Grenzen zu erweitern, was halt das Production Value angeht. Genau. Okay. Aber der Werdegang bisher, der bleibt aber jetzt nicht stehen. Du bist trotzdem Referendar, weil du möchtest auch diesen Weg weitergehen. Du bist jetzt nicht dann nur noch Filmregisseur, ne? Also nur Filmregisseur war ich noch nie. Ich sag das schon so. So, okay. Ja, also ich sage einmal so, wenn sie irgendwelche Türen öffnen würden, dann darf ich nicht Nein sagen. Aber ich kann dieses Filmemachen nicht aufgeben, weil ich habe in mir so einen Drang, dass ich das einfach weitermachen muss. Das ist eine Berufung. Ja. Genau. Also ich weiß nicht, ja wahrscheinlich. Ich merke jetzt zum Beispiel, ich habe in den Pfingstferien meinen neuen Film eben gemacht, weil da eben ein bisschen Zeit gehabt hat. Es war verdammt anstrengend, das neben dem Referendariat zu machen. Und habe während der Drehtage habe ich mir gedacht, ob ich mir das nochmal antue, weil es wirklich sehr anstrengend war, weil ich halt nicht nur Regisseur bin, sondern eben auch Produzent und schaue, dass alles passt, dass jeder irgendwie happy ist und dies, das. Und aber jetzt ist vorbei, also die Drehtage sind vorbei und ich habe schon die nächsten Ideen im Kopf und mag die ja unbedingt umsetzen, weil ich einfach nicht anders kann. Ja. So. Und wie gesagt, wenn sie irgendwann einmal so Türen öffnen würden, dass ich das hauptberuflich mache, dann ich wahrscheinlich nicht Nein sagen. Nichtsdestotrotz macht mir das Lehrerdasein auch total viel Spaß. Das ist auch so zwei Herzen, die wohl so in meiner Brust schlagen letztendlich. Du musst dann der Tag eigentlich noch länger sein. Genau. Du möchtest jetzt beides leben momentan. Genau. Nein, ist schön. Aber wenn du sagst, du hast dann Filme schauen angefangen, bei mir steht, was ist dein Lieblingsfilm? Weil das interessiert mich auch. Das sind so Fragen. Und das ist eher ein alter Film oder bist du bei den aktuellen Filmen? Also, mein Lieblingsfilm. Also es gibt so eine Handvoll Filme, wo ich sage, die sind echt super. Im Moment ist wahrscheinlich tatsächlich dieser Wicker Man. Ja, echt. Genau, der ist für die 70er Also, weil eben. Du möchtest einfach die Lücke füllen mit diesen unerklärlichen Sachen. Ja, weiß nicht, das interessiert mich einfach, weil ich finde, das bringt so.
also ab dem Zeitpunkt, wo ich mich mit solchen Mythen und Legenden und so weiter beschäftigt habe, finde ich, nehme ich meine Umwelt so ein bisschen magischer wahr, keine Ahnung. Ja. Und das ist, finde ich, total cool. Verstehe. Und der Film hat mich so geprägt. Und von dem her da fast The Wicker Man von 73 als einen meiner großen Lieblingsfilme betiteln. Nicht der von 2002 mit Nicolas Cage, das ist nämlich ein schlechtes Remake. Also der nicht, aber der Originale. Okay. Und hast du eigentlich auch bei der Kornmumme zum Beispiel gespürt, vorher schon, dass ihr so einen Erfolg damit habt und so viele Preise habt und dass ihr eingeladen werdet? Hast du das gemerkt, dass das so gut wird? Nein. Also ich bin jetzt da jetzt auch nicht groß mit der Einstellung reingegangen, dass ich da jetzt irgendwas großartig Gewinner wäre oder so. Das ist besser, gell? Wenn Ja, man ohne ja. Erwartung. Genau. Aha. Und natürlich erhofft man sich, dass die Leute diesen Armeen, ja, weil das motiviert natürlich. Aber also ich habe mir so natürlich gefreut, vor allem eben an dieses Bundesfestival Film, dass wir da eben beim Generationenpreise Auszeichnung gewonnen haben. Das war bisher so das Größte, glaube ich, was ich gewonnen habe, weil allein schon da nominiert zu werden vor über 600 Einreichungen. Das war halt schon ziemlich cool, dass ich dann eben auch noch einen Preis kriege. Das war halt dann noch cooler und von dem her ja, habe mich schon sehr gefreut, dass der Festival. Jetzt haben wir nochmal nominiert worden, tatsächlich vor einer Woche bei Kangaroo Awards in München. Das ist auch noch ganz nice. Da habe ich mich mit meinen letzten Filmen schon beworben, bin nicht genommen worden und jetzt bin ich endlich mal genommen worden. Von dem her, na, ist cool. Das freut mich natürlich. Ja, kannst richtig stolz sein. Ja, danke. Genau. Wo ich glaube, dass unser Schnittpunkt ist eben dieses Dahinterschauen und Fragen stellen für Dinge, die nicht so ganz klar erklärbar sind. Gell? Also wenn ich zum Beispiel meine Lieder anschaue, wie Kopfspülgang oder ich habe ein Lied geschrieben, Jesus-Podcast heißt das, und schreibe Lieder über die Gedanken und was die mit uns machen. Und da habe ich mir gedacht, genau da darf es mich jetzt auch interessieren, von einem Menschen, der sich für Theologie interessiert, wie siehst du das? Was machst du, wenn deine Gedanken so sehr die, auf Bayerisch gesagt, hunzen? Ja? Das ist doch auch so ein bayerisches Wort, wo man sagt, da ist halt ein Gedanke, der blockt mich, der zieht mich richtig runter. Was machst du da? Oder der macht dich nervös oder er möchte einreden, dass du das nicht gut nur kannst. Oder kennst du so Gedanken? Ja, gut nur. Bin da ein bisschen anfällig, glaube ich. Und deswegen habe ich zum Beispiel auch, oder das war nicht nur der Grund, aber auch Drut beispielsweise gemacht, oder die Drut, die druckt ja. Und da geht es eben auch um so Gedanken, die wo bedrücken. Im Drut ist es ein bisschen krasser, weil da ist natürlich tatsächlich ein sehr schlechtes Gewissen, das wo plagt, weil da gibt es dann einen Todesfall etc. Aber tatsächlich versuche ich das auch durch so kreative Sachen oder durch eben Filme zu verarbeiten. Nicht nur, aber auch ein bisschen, sage ich jetzt einmal. Filme sind so ein bisschen ein Ventil dann auch für mich. Genau. Ansonsten eben diese Last mit anderen Teilen, glaube ich. Das ist Ganz was. gut. Verstehe ich eben, weil mein Ventil ist dann, ich setze mich hier und schreibe einen Text drüber und schreibe dann eben, heute ist so eine Schwere da und die gehört gar nicht zu mir, weil ich bin ein ziemlich lustiger Mensch, ein richtiger Strahlemensch bin ich eigentlich und ich habe das in meinem Leben schon öfter so verfolgt, dass ich mir gedacht habe, wieso ist das für die Menschen um mich herum halt so schwer? Was kann man denn da tun? Und ich glaube, das ist auch irgendwie ein bisschen mein Thema im Leben. Ich interessiere mich für das, dass man dann sagt, ich beobachte den Gedanken, aber es ist nur ein Gedanke. Ich bin ja der ihn beobachtet. Ich muss mich nicht identifizieren damit. Ja. Und schreibe dann da, ich habe dieses Kopfspülgang dann geschrieben, weil man denkt, letzten Endes kann man sich immer vorstellen, ich stehe jetzt in irgendeiner Spülmaschine und es platscht auf mich runter. Und alles wird frei und alles fühlt sich wieder leichter und der Klarspüler hat den Namen Liebe. Und so tick ich. Gell? Ja. Und jetzt wollte ich dich fragen, bist du auch gläubig? Ja.
Ja, Du ja. musst ja fast gläubig sein, es geht ja gar nicht anders. Genau, nein, ich bin gläubig. Also ja, für dich ist Gott was Reales, was dazugehört. ja, doch. Ja. Ich meine, so 2 Jahre nicht Religionslehrer. Nichtsdestotrotz bin ich immer wieder auf der Suche. Also es ist nicht so, dass ich sage, ich habe jetzt halt so meinen Glauben fest gefunden, im Sinne von, an das ich jetzt glaube, bleibt so für immer, sondern ich hinterfrage natürlich meinen Glauben immer wieder. Und das finde ich auch wichtig, auch vor allem als Religionslehrer, dass man nicht irgendwie Ja und Amen sagt und das dann die Kinder irgendwie predigt, sondern einfach auch ein bisschen herausfordert. Ja, und das finde ich auch wichtig. Genau. Aber trotzdem finde ich eben Glauben was sehr Schönes. Unser Glauben ist ein Glauben der Hoffnung und das ist eines der schönsten Dinge, die es gibt, finde ich. Und der Glauben der Liebe. Absolut. Genau. Darum geht es mir auch bei der Jesus-Thematik so, da fühle ich mich daheim. Also ich bin absoluter Jesus-Fan, wo es auch immer für jeden anderen Jesus bedeutet. Gell? Das Ja. muss jeder mit sich selber herausfinden. Ich habe es halt dann ein bisschen ins Witzige in meinem Lied gesungen und habe mir gedacht, ich stelle jetzt 2 Tassen Kaffee her, weil ich stelle mir jetzt vor, ich habe ihn eingeladen, er kommt, ich kann ihm erzählen, wo ich gerade stehe und was ich gerade mache und ich kann ihm Fragen stellen, die ich immer schon mal stellen wollte. Ja. Und wenn man sich da Zeit nimmt, ist es auch so, dass manchmal eine Stunde später hupft irgendeine Antwort einer und du denkst da, ja, wo ist jetzt die hergekommen? Jetzt ist mir plötzlich was klar geworden und darum, mir gefällt das, ja. Das ist lustig, weil meine Schüler sagen öfters zu mir, dass ich ausschaue wie Jesus. Ja, Von dem her hast du in gewisser Weise jetzt einen Jesus-Podcast. jetzt habe ich einen eingeladen, der auch noch ausschaut. Jetzt habe ich einen Jesus-Podcast. Jetzt habe ich einen Volltreffer geladen. Und genau. Jetzt, wenn mir eben, wenn ich ein Ventil brauche, dann schreibe ich entweder ein Lied oder ich höre Musik. Du hörst auch gern Musik? Ja. Und welche Musik hilft dir? Oder? Ich habe ganz komischen Musikgeschmack. Also ich höre wirklich alles durch die Bank. Also von teilweise Metal bis klassische Musik, von elektronischer Musik bis Indie. Also wirklich alles durch die Bank, was mir gerade taugt tatsächlich. Also wirklich alles. Außer es gibt ein paar Genres, die wo mir jetzt nicht so taugen. Aber ansonsten, genau. Wo man auch mal beim Radio schnell einen Sender versteht, oder wenn... Ja, genau. wenn das kommt. Nein, ich bin da ganz bei dir. Ich bin sehr breit aufgestellt. Ich habe auch auf meiner CD verschiedene Musikstile gemacht. Nicht in einem bleiben, weil ich kann mich genauso gut für Rock begeistern, als wie auch für Klassik, wie du sagst. Also, genau. Und ist das für dich ein Rückzugsort, eine Musik hören? Oder was machst du, wenn es stressig ist? Wo gehst du hin? Oder wie kommst du runter, wenn es stressig ist? Ja, also Musik hören tatsächlich schon manchmal. Ich habe eine ganz schlechte Angewohnheit, nämlich dass ich rauchen gehe ab und zu mal. Du hast ein Laster. Ein Laster, genau. Und da höre ich dann Musik. Und das ist so ein Me-Time. So für 5 Minuten. Aber es ist eine schlechte Angewohnheit natürlich. Aber was sehr wichtig für mich persönlich ist, dass ich tue ja baden tatsächlich. Und das ist so einfach so ein Rückzugsort irgendwie für mich und da wo ich einfach entspannen kann. Das ist so. Du bist aber nicht vom Sternzeichner Fisch. Nein, Widder bin ich. Widder. Aber ich bin Anfang Widder, also es kann schon noch Fisch sein. Ja, ich bin irgendwo, wenn dann sage ich immer, ich bin Fisch, ich brauche Wasser, ich muss irgendwo rein. Ja. Okay? Also auch urlaubstechnisch, ich mag schon Berge auch gerne anschauen, aber ich bin ein Fisch. Ja, ich bin Wasser entspannt mich auch tatsächlich. Also auch das Meer und weiß nicht, das ist einfach so ein schönes Element. Ja. Genau. Ja. Da haben wir jetzt ganz bei dir persönlich und meine nächste Frage heißt, wie würdest du dich selbst beschreiben und was für eine Eigenschaft an dir ist deine Lieblingseigenschaft? Uiuiui. Ja, ist schwierig. Das ist schwierig, ja. Man braucht ein bisschen Pause, gell, damit man drüber nachdenkt. Wie beschreibst du die? Was macht die aus? Ich bin sehr... ich glaube schon, dass ich sehr empathisch bin. Ja. Das ist positiv, aber auch negativ, weil auf der einen Seite positiv, andererseits für auch mein Regisseur-Dasein und auch fürs Lehrer-Dasein ist es sehr wichtig, dass ich mich einerseits in eben Schüler hineinversetzen kann, aber auch in Charaktere, fiktionale Charaktere hineinversetzen kann.
und das dann meine Schauspieler sagen, okay, so fühlt dieser Charakter gerade. Von dem her ist das, glaube ich, eine ganz wichtige Eigenschaft. Andererseits ist für mich persönlich teilweise schwierig, weil ich mir Sachen oft sehr zu Herzen sehr zu Herzen nimm und mich teilweise Sachen auch dann sehr mitnehmen und ich dann eben, manchmal brauche ich eben so einen Kopfspülgang, wie du gesagt hast, weil mich dann die Sachen sehr beschäftigen und meine Gedanken dann um das Thema dann oft kreisen. Von dem her ist das ein Fluch und ein Segen. Ja. Das sehe ich genauso. Das ist genau der Empath. Genau. Dass man sich aber dann ein bisschen abgrenzt und sagt, ja, das fühlt sich schwierig an, aber ich muss mich darin jetzt nicht runterziehen lassen, weil es wollte halt so sein. Gell? Ja, genau. Ja. Verstehe. Schön. Und wenn jetzt jemand zu dir sagt, was möchtest du hinterlassen oder was ist das, was du in diese Zeit gern eingeben möchtest? So, ja, wie ich vorher gesagt habe, deine Berufung. Jeder hat ja irgendwie eine Aufgabe, warum er da ist. Und was glaubst du, rückwirkend, was war dein Anliegen? Ich bin ja noch so jung. Ich auch, aber ich habe mir die Frage trotzdem schon überlegt. Ja. Von dem her, natürlich macht man sich so Gedanken drüber, aber ich glaube, das, weiß ich nicht. Also natürlich, im Moment ist schon so, dass ich mir denke, okay, ich möchte irgendwas für die nächsten Generationen auch hinterlassen, sei es eben irgendwie dadurch, dass durch mein Lehrerdasein eben irgendwie wenn es auch nur ein Satz ist, der den Schülern hängen bleibt. Sowieso so wichtig, Lehrerdasein. Lehrer haben so viel Auswirkungen auf die Köpfe von die Kinder der nächsten Generation. Und das finde ich eben also schön, eben, dass wenn einfach nur, zum Beispiel im Referendariat haben wir eben so Seminarlehrer und die wurde quasi auch lernen und der hat gesagt, mein Seminarlehrer in Religion eben, ihm ist wichtig, dass die Schüler danach, nach einer Religionsstunde mit einer Essenz rausgingen, so, was sie quasi in der Stunde gelernt haben. Wow. Und wenn in jeder Stunde sowas hängen bleibt und der ganze Unterricht muss auf diese Essenz ausgerichtet sein. Und wenn das dann hängen bleibt, dann haben wir es geschafft. Ja? Weil ob die jetzt die Jahreszahlen wissen, wann irgendwie Martin Luther geboren wurde oder so, mein Gott, das ist unwichtig. Unwichtig. Aber so Sachen, die wo eigentlich für einen persönlich und fürs Leben wichtig sind, wenn es da das mitnehmen können, dann ist das echt toll. Und auf der anderen Seite mit dem Regie-Dasein eben, finde ich es auch schön, wenn Leute aus meinen Filmen was ziehen können. Zum Beispiel wie Blätter im Wind habe ich versucht, so ein Gefühl auszudrücken, das wo eine ganze Generation spürt, so Orientierungslosigkeit. Und das sind tatsächlich so ein Jahr, nachdem ich meinen Film Premiere gefeiert habe, sind dann nur Leute auf mich zugekommen in meinem Alter und haben gesagt, hey, das war so schön, der hat mich so beschäftigt noch, der Film, und ich denke immer noch ein bisschen dran. Und das gibt dann so viel wieder zurück und das ist einfach schön, dass man weiß, man hat irgendwas kreiert, das wo einen berührt. Genau. Das ist eben, du hinterlässt jeden Tag irgendwas und darum habe ich die Frage gestellt, weil ich glaube, dass an manchmal nicht bewusst ist, wie wichtig, dass das Dasein von dir an diesem Tag war für irgendjemanden. Und wenn es nur ein Kind war, das sie genau ein Wort von dir gemerkt hat, dann hast du ja unglaublich viel ausgelöst an dem Tag. Genau. Das haben wir ein bisschen was Schwieriges geredet, aber die andere Seite, du bist bestimmt ein recht lustiger Mensch. So. Und mich würde interessieren, worüber kannst du lachen, so richtig? Wo ist dein Humor daheim? Ich habe einen komischen Humor tatsächlich. Also, so schön. Ich habe einen komischen Humor. Na, also Im Fernsehen, weißt du, also, wo schaust du? An welcher Stelle? Ich schaue tatsächlich kaum Fernsehen, muss ich sagen. Und du hast gar keine Zeit, weil du hast zwei Berufe. Du hast gar keine Zeit. Also ich mag so peinlichen Humor, mag ich sehr gern. So, ich weiß nicht, ob du The Office kennst. Nein. Das ist so Fremdscham-Humor mag ich total gern. Ich mag das auch, das ist ganz komisch bei mir, wenn ich in so Fremdscham-Situationen dabei bin, wo es aber nicht mich selber betrifft, sondern andere Leute, dann ist es ja eigentlich schlimm, aber irgendwie finde ich es lustig. Und das ist so, ja genau, das ist so mein Ding irgendwie. Genau. Ich finde das nämlich auch interessant, also Menschen beobachten und sagen, an welcher Stelle
warum haben sie jetzt genau das Lachen angefangen und können gar nicht mehr aufhören oder so. Ja. Das finde ich so spannend. Ja, aber ich glaube, dass zum Beispiel eine Komödie zu machen unglaublich schwierig ist, weil Komödien zu machen, ist, glaube ich, du musst wirklich so das Timing perfekt treffen. Also wann zirkt so ein Gag und wann nicht. Und da musst du halt auch irgendwie so einen Stil treffen, der wo möglichst viele zum Lachen bringt. Und Humor ist so was sehr Subjektives und von dem her ist, glaube ich, das, was wirklich schwierig ist zu machen. Schwieriger als jetzt ein Horrorfilm, glaube ich. Ja. Glaube ja, hast recht. Mhm. Genau. Und was macht dich glücklich? Die Frage hätte ich auch noch, was macht dich glücklich? Das ist wieder was anderes, nämlich nicht nur Lachen, sondern wo spürst du, oh, das ist jetzt ein schöner Moment. Meine Freundin, die macht mich sehr glücklich. Ja, Erfolg natürlich. Ja, also hauptsächlich, wie gesagt, meine Freundin, meine Familie, Freunde, mit denen mit Freunden treffen. Und jetzt zum Beispiel bin ich mit meiner Freundin zusammengezogen, das erste Mal, und das war wirklich eine sehr, sehr schöne Zeit. Das macht mich sehr, sehr glücklich. Natürlich auch so mir auszuleben, was jetzt eben die Filme angeht oder eben auch einen guten Film zum Schauen, so Kleinigkeiten einfach. Ja. Oder schon allein die Idee, gell? Weil so Ja, der genau. Grund, das muss ja auch irgendwann in einem Moment bei dir gelandet sein, wo du gerade offen warst dafür und dann, wow, jetzt ist die Idee da. Ja, das ist tatsächlich wie so ein kleines Erfolgserlebnis. Es ist immer so beim Filmemacher eben, es startet ja irgendwann, weiß nicht, Trud hat jetzt begonnen, ein Jahr bevor wir jetzt, wenn nicht sogar mehr, also 1,5 Jahre oder so, bevor ich den Film jetzt gemacht habe, ist die Idee auf einmal gekommen. Weil mein Vater zu mir gesagt hat, Bub, druck die Trud. Ich habe den Satz vorher noch nie gehört, Nicht, oder? aber jetzt durch dich kennengelernt. Ja, genau. Und ich habe ihn auch nicht gekannt. Und dann habe ich gedacht, was ist jetzt los? Was mag er nicht sein? Und dann habe ich ihn gefragt, was das ist. Und dann hat er mich aufgeklärt, dass die Trud eben, das hat man halt damals so gesagt, wenn einer ein schlechtes Gewissen hat oder so, ob er am Trud druckt. Und dann hat er mir zum Beispiel auch gesagt, wie er sich die vorstellt und so weiter. Und anhand dessen haben wir dann das Aussehen der Trud so ein bisschen Also geformt. ein schwarzes Kostüm mit Federn oder so, Ja, also genau, wirklich genau. hässlich. Ja, gell? ja, genau. Oder wie ein Vogel oder so. Ja, und das Interessante bei diesen Mythengestalten ist halt immer, dass die sich wirklich alle, weiß nicht, ein paar Kilometer, dass die Gestalt ändern. Die sind nicht fest, die sind nicht greifbar. Aber trotzdem haben es Ähnlichkeiten. Und ich habe dann zum Beispiel, ich kenne so einen Folkloristen durch die Kornmumme, sind wir gegenseitig auf uns aufmerksam geworden. Und was er macht, ist, er kreiert alte Sagengestalten und baut so nach. Dann schauen sie aus wie so ausgestopfte Viecher quasi. Aber heute sind Sagengestalten. Das habe ich ganz interessant gefunden und er hat mir dann tatsächlich auch die Masken für den Film gebaut. Und hat mir ganz viele so alte Quellen gegeben, so vom 19. Jahrhundert, wo über diese Trud berichtet wurde. Und da war eben auch viele verschiedene Gestalten und eine, die wo immer gemeinsam war, ist, dass man der Trud eine Feder ausreißen muss, um sie zu befreien. Und deswegen hab ich die so in so eine Vogelgestalt umgewandelt. Und das Federn ausreißen ist im Film tatsächlich eine sehr wichtige Szene dann am Schluss. Okay. Genau. Und ist das auch wieder ein kurzer Film oder ist der wieder eher 30-minütig? Wie lang wird der jetzt? 25 wahrscheinlich. 25. Genau. Hast du da irgendeine Vorgabe oder musst du da irgendeine Richtlinie einhalten? Nein. Also sagen wir mal so, es ist allgemein immer besser bei Kurzfilmen, dass kurz bleiben, damit auch bei Filmfestivals oder so, dass man da einen Platz kriegt. Weil wenn jetzt halt auch sagen, okay, wir nehmen diesen 30 Minuten, dann müssen sie halt dafür auf 2 oder 3, 10 Minuten dann verzichten. Von dem her ist eigentlich so für den Erfolg, in Anführungsstrichen, ist halt die Kürze besser. Aber mir ist letztendlich dann wurscht, weil wenn der Film 25 Minuten ist und perfekt ist, dann kürze ich den doch nicht runter. Das stimmt. Ja, also ja, meine Filme werden so lang wie es sein müssen. Oder so was brauchen eben. Das ist ein Wort. Ja. Wenn sie es brauchen, brauchen sie es. Genau. Genau. Ja, dann denke ich eben in die Zukunft für dich und denke mal, was kommt als nächstes? Hast du noch einen hast du jetzt schon wieder eine Idee für nach der Trud oder hast du irgendeinen Wunschtraum, wo du sagst, da möchte ich hin? Ja, auf alle Fälle. Also ich habe schon ganz viele Ideen. Dieses Folklore-Dings, das taugt mir total. Und es kommt auch gut an.
bei den Leuten. Weil ich finde, diese Sachen sind vielleicht irgendwo tief im Unterbewussten von den Leuten drinnen verankert. Sei es von irgendwie, die Oma hat einmal irgendwann mal so was erzählt von der Truhe. Zum Beispiel letztes Mal ist mir auch ein Kollege gekommen, der wo erzählt hat, auch die Kornmumme oder Drahthex, wie es bei ihm geheißen hat, die hat die Oma schon mal ihm erzählt und so weiter. Das ist was, das wo in die Leute verwurzelt ist. Und das finde ich total interessant, diese Sachen, weil die eben was tief Menschliches sind, auch in gewisser Art und Weise, weil das so Personifikationen sind von menschlichen Gefühlen, vor allem jetzt bei der Trude beispielsweise. Und was ich vorhabe, ist tatsächlich auf der Schiene so ein bisschen nur zum Bleiben, so lange, bis man Spaß macht. Und das nächste ist, ist noch nicht ganz sicher, aber dass tatsächlich vielleicht auf die Dokumentation Seite mal ein bisschen gehe und dann, ich habe jetzt eben durch die Kornmumme auch wieder jemanden kennengelernt, der wo Rauhnächte organisiert und mit dem bin ich gerade ein bisschen im Austausch, ob man vielleicht einmal ein Doku über Perchten macht und Rauhnächte und so weiter. Bestimmt interessant. Voll, weil aber auch für mich, weil ich mich in das Thema ein bisschen einfuchsen mag, um das dann vielleicht in einem anderen Film noch mehr unterzubringen, auch dann in einem narrativen Film. Weil mir halt vielleicht so eine Art Trilogie machen draus mit der Kornmumme, mit Ruth und dann am Schluss noch mehr einen, der wo ganz früher spielt. Weil dann habe ich so, finde ich, ein ganz schönes Zeitarrangement von den Filmen, weil die Kornmumme spielt eben um 1900, wo diese mythologischen Gestalten wichtig waren. Zum Beispiel als Kinderschreck oder so haben sie es ja benutzt, dass man nicht ins Fädel reingeht. Die Trude spielt in der Jetztzeit, wo es eigentlich ganz viele schon vergessen haben, aber trotzdem die noch präsent sind als menschliches Gefühl. Und da war noch ein dritter Schädel, wo man ganz zum Ursprung kommt, also da in so heidnischen Zeiten, wo das noch irgendwie gelebt wurde, diese Folklore. Und das darf mich interessieren, weil dann hätte man da so einen schönen, 3 schöne Filme, wo das Zeitliche von folkloristischen Sagen oder eben mythischen Gestalten beleuchtet. Genau. Klingt richtig. Und wenn es schon in deinem Kopf ist, dann wird es auch nicht lang dauern und dann ist es irgendwann real. Ja, na, dann lasse ich mir jetzt ein bisschen Zeit tatsächlich. Ja, aber du erreichst da natürlich eine große Bandbreite, weil die alten Leute wissen sowieso, von was du redest. Und wer es noch nicht gehört hat, oder auch meine Generation, wenn ich jetzt vielleicht nicht gleich gewusst habe, was Trude ist, dann hast du mir jetzt aufgeklärt. Und die junge Generation muss ja auch drauf aufbauen und überlegen, aha, so haben sie damals gedacht. Vielleicht gibt es aber schon wieder erfrischendere Gedanken und kann man das auch irgendwann einmal hinter sich lassen, so böse Gestalten, gell? Voll. Aber ich finde das eben auch schön, weil zum Beispiel, natürlich bei meinen Schülern ist das ja auch nicht irgendwie... Also die haben das natürlich auch erfahren durch soziale Medien, dass ich Filme mache. Und die haben halt dann einmal meine Filme schon gesehen und so. Und ich finde es auch ganz schön, dass ich eben dann dadurch auch so alte kulturelle Gestalten dann wieder weitergeben kann, weil sonst dann die einen in Vergessenheit geraten. Ist und so. dann, das finde ich irgendwie schön, dass man das aufrechterhalten kann. Absolut. Ja. Ich habe ein Lied extra mir nur geschrieben, weil eine Freundin zu mir ein altes bayerisches Wort gesagt hat, das ich nicht kennt habe. Sie hat gesagt, ja, da muss ich schon einen Guster haben. Ein Guster? Dann bin ich heimgegangen und habe das Lied geschrieben, da muss ich schon einen Guster haben. Okay. Ein Verlangen zum Ausprobieren. Weißt du? Dann habe ich gedacht, es gibt's ja nicht. Ich habe das Wort nicht kennt und bin schon 48 Jahre auf der Welt und bin in Bayern. Und habe das Wort nicht kennt. Aber so ist es, gell? Es erreicht einen dann sitzt du hier und machst das. Wie dein Papa sagt den Satz und du sitzt hier und machst das. Das ist optimal. Gell? Genau. Also jetzt habe ich deine Zeit lang nur in Anspruch genommen. Ich freue mich so, dass du da warst, dass du was erzählt hast und danke dir ganz herzlich und wünsche dir für die Zukunft x schöne, gute Projekte, die dich so richtig mit Gänsehaut danke, ja, die dir Gänsehaut bescheren und vielen Dank, dass wir uns kennen und dass du da bist. Ja, danke für die Einladung, hat mich sehr gefreut, war eine schöne Zeit. Ja.